Herzlich willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um Leidenschaften für Kapellen. Und ich habe da jemanden gewinnen können, mir darüber zu erzählen, der eine echte Leidenschaft für Kapellen hat, besonders im schönen Oberwallis. Und das ist Christian Domig. Christian, so schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Sag einmal, Christian, kannst du etwas über dich erst einmal sagen? Mit wem haben wir es zu tun? Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich bin der Domig Christi von Visp und ganz wenig über 80 Jahre alt. Ich freue mich sehr, etwas zu erzählen von meinem Leben. Aufgewachsen bin ich in der Pflanzeta. Pflanzeta ist oben am Bermuda-Dreieck zwischen Spital, Joderheim und Friedhof. Sehr Das gut sind ja die erklärt. Etappen, die man teilweise so macht. Und da wohne ich da im alten Haus. Das ist historisch, da ist ein Schild dran und da steht 1350 wurde es als Suste gebaut. Darunter steht 1550 hat es der Landhauptmann Kalbermatten gekauft. Darunter noch steht 1987 bis 1989 renoviert. Punkt. Jetzt ist das, aber der darf ich noch voller Stolz gerade anfügen, in Klammer. Die Firma, die das saniert hat, ist Gebrüder Domig und Kalbermatten, je zur Hälfte. So viel Werbung darf schon sein, gell? In der Pflanze, da habe ich dann mit meinen 3 Geschwistern eine schöne, unbeschwerte Jugend erlebt. Mein Bruder, der Älteste, ist fast 2 Jahre älter als ich, das ist der Milo. Die ältere Schwester ist Maria, früher haben wir Mareli gesagt, hat da irgendeinen Wandel gemacht. Und unser Jüngster unsere Mama ist Hanne, die hat Jahrgang 48. Wir wohnen alle, das ist sehr schön, noch zu Visp und haben sehr einen guten Zusammenhalt. Unser Vater, der Hans, war Steinhauer, ist leider mit 31 Jahren beim Böhmfällen tödlich verunglückt. Dann bin ich gerade 4-jährig und Hanne, die Jüngste, war 4 Monate alt. Das war also ein riesiger Schlag für unsere Mütter. Ja. Aber sie ist eine starke Frau, intelligente, fleissige, kreativ und einfach eine Liebe. Und was sie alles gemacht hat, das ist fast nicht zum Glauben. Die hat einen Garten in unserem Grund, ein Los, 1500 Quadratmeter. Und da hat sie Spargel gezogen, mindestens, also in einer Hochsaison bis zu 10 Kilo am Tag. Da ist sie mit dem Velo da uns, hat die gewogen, geputzt und verteilt an verschiedene Familien. Nebendran hat sie noch viele Erdbeeren gehabt. Madame Mutto hat die früher geheißen, die Dinge. Und der Herbert, die haben ja Ableger. Und der gibt das Setzling. Und der hat bis zu 1000 Setzlinge pro Jahr in der Schweiz verschickt. Gehört, da hat er meine Base, die Rosa Karla, geholfen, sonst weiß ich nicht mehr. Und das alles zusammen ohne Auto, immer bis da uns. Und da ist ja zwischendrin noch immer noch der Stutz bei der Bürgschaft. Mühsam gewesen. Nachher, da wo der Hubel ist, hat einen Hennenstall bauen und mindestens 100 Hennen hat sie da gehabt. Das ist noch nicht gerade alles. Also nebenbei ist noch das Dreifamilienhaus gebaut, Müttersäle allein. Und es ist einfach wahnsinnig, was die Mütter alles gemacht haben. Da sind wir nur dankbar. Du bist der Größte. Ja. Unglaublich, was ihr alles geschafft habt. Und ja, das wissen wir, wie es gemacht hat. Ja. Und da hatte ich 2 Kinder. Leider ist aber meine Tochter ist schon 10 Jahre. Ja. Das Schlimmste. Ja, dass das passiert ist, ne? Ja. Aber jetzt habe ich eine Enkelin, die ist Elina, die ist 13-Jährige. Und wenn man so sieht, das Leben geht weiter. Und dann habe ich einen tollen Sohn, das ist der Didier. Der ist so zuverlässig und dienstbar. Wenn du etwas brauchst, er ist immer da. Didier, du bist schön, dass es dich gibt.
Zusammen haben sie, mit der Jessie zusammen haben sie 3 Kinder. Die Lina geht in die erste, die Licia geht in die erste Klasse. Und dann sind da noch 2 Boys gekommen, Zwillinge, der Tim und der Alex, sind jetzt 5-Jährige. Und jetzt noch kurz etwas von meinen beruflichen Dingen. Also ich bin zu Fisch in die Primarschule gegangen, nachher in die Sekundarschule und nachher ein Jahr in der Verkehrsschule. Weil die Mutter meinte damals, es wäre eine sichere Stelle, Bahn, Post oder Zoll, aber das hat mir einfach nicht so gefallen. Ich bin nur ein halbes Jahr für die Post, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich nachher, bin ich ins Brix, Bauzeichner habe ich dann gelernt. Dann habe ich 2 Jahre da als Zeichner geschafft. Aber dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, mit dem Alter kann ich nie eine Familie gründen. Ich bin dann weiter Zusatzlehre Maurer gemacht, ein Jahr. Und dann bin ich Bauschule Aarau, ein Jahr Polieren und dann ein Jahr Baufirschule. Und mit 27 Jahren bin ich zurück auf Visp mit dem Brüder zusammen. Ein Bauunternehmen gegründet und das haben wir 45 Jahre lang gemacht. Hochs und Tiefs. Aber es hat mir besser gefallen als auf der Post. Alle Pöstler mögen uns das jetzt verzeihen. Ja, some sind Beamte und andere haben lieber selber Verantwortung. Okay. Das ist einfach so. Ja. Und, aber die höchste Baustelle, die wir da hatten, ist im Fuß vom Matterhorn. Da ist das Hörnli, daneben dran ist das Belvedere. Ja. Und da haben wir 3 Sommer da geschafft. Alles ohne Helikopter. Ja, das war sehr kompliziert damals. Zum Beispiel nur für den Sackzement. Der kommt zuerst von Fisch, auf Zermatt, dann umladen auf die Gornengradbahn und dann in die erste Station Findlbach, umladen von Unimog und dann bis Stavelalp einfahren, wieder eine Stunde. Und nachher, von der Stavelalp bis im Brief zu der Baustelle auf 3,3 war es peinlich, aber da hast du nur 350 Kilo laden. Wenn du mehr geladen hast, hast du es ausgeheicht und dann ist der Monteur extra von Sitternissen gekommen. Da haben wir 70 Tonnen Material gebraucht. Also, aber wir sind in 3 Jahren, 3 Sommer haben wir da geschafft. Aber es war ein spezielles Ding. Ja. Aber jetzt kommen wir ein paar Mal zu meinen Hobbys. Also nicht nur Kapelle, ich habe zum Beispiel ich bin immer sehr gerne reisen. Ausser in der Antarktis und in Australien bin ich in jedem Erdteil gewesen. Super! Ganz früher bin ich viel mit Autostopp unterwegs gewesen. Ja. Paris, Venedig, Barcelona, Madrid, Köln. Später hat man dann so Städteflüge gemacht. Budapest, London, Rom, Hamburg, Berlin. Noch später sind wir dann weitergegangen. Bangkok, Manila, Mali, Singapur, Hongkong, Sri Lanka, New York, Miami, Karibik, Mexico City, Acapulco, Kenia, Rio und Florianopolis, das ist eine Insel im Süden von Brasilien. Hast du wirklich was gesehen von der Welt? Ne? Ja, das ist wirklich wahr. Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Ja. Aber das weitere Hobby war Wandern und Kapellen zeichnen. Vor 30 Jahren bin ich mal per Zufall, ja, das ist jetzt gerade 30 Jahre, 1994, bin ich von Visp auf Seneco. Ja. Und da ist eine Kapelle, die ist da unter der Straße, die ist Eckerkapelle, die ist da so fast am Felsen angeklebt. Ja. Da habe ich da gerastet und nachher habe ich gesagt, als Bauzeichner bin ich ja gebunden mit Tusch und Rapidograph, also umzugehen. Ja. Da habe ich da die Kapelle gezeichnet. Und am Abend, wenn ich die daheim anschaue, habe ich gesagt, das ist doch eigentlich viel schöner, aber ein Foto ist doch viel persönlicher noch. Ja. Und das war der Anfang. Das war ein Schlüsselerlebnis. Das ist das ist der Weg. Und nachher weiter, irgendwann einmal bin ich in Salberiet, das ist ja gerade da noch oben. Und da ist auch eine, habe ich gerade per Zufall auch wieder einen Block mitgehabt. Geltet ab, das ist der Zufall. Den habe ich die auch gezeichnet. Übrigens haben wir die Kapelle Jahrzehnte später als Bauunternehmer total saniert. Ja. Dann bin ich so weitergegangen, so gegen Neubricka. Neubricka, das ist ganz speziell. Auf einmal die Bricka als solche, die ist vielleicht 200-300-jährige. Und die münden gerade direkt an die Kapelle, an die Porta von der Kapelle. Dann bin ich also weitergegangen, Stahl, Terbel, also unterste Terbel ist
Brunnen, weiter oben ein Burgo, links oben das Feld und ob Derbel ist ein Spiel, das ist ja wunderbar. Und wenn man da so ein Spiel so anschaut, dann sieht man das Nikolaital, ja, dann bin ich eben da so weitergegangen. Zermatt, rund um Zermatt hat es ja jede Menge Kapellen, vorne gerade. Eine schwarze ist speziell und so weiter. Weiter vorne haben wir die Täschalpen. Eine himmeltraurige Zufahrt ist da, das kann ich nicht zum Glauben. Das ist die Straße. Da müssten wir jetzt unbedingt einmal die Tour de Suisse durchschicken, dass die gut ruinieren. Aber ich glaube, das geht. Der Trost geht da, das geht da nicht. Auf jeden Fall, wenn du mal oben bist, ist es sehr schön. Die Kapelle haben uns Bruchsteg gemauert und die Steine haben sie oben so gefunden. Und was da speziell ist, Fenster und der Altar hat der Glaskünstler, der Theo Imboden, von Tasch gemacht. Jawohl. Jetzt, wenn man da so sitzt und die Sonne durch das Fenster scheint, gibt das magische Momente. Weiter unten als Tasch gibt es eine, die heisst Fuchssteg-Kapelle. Und wie das Wort sagt, steht, die ist total im Affindling, die uns gespitzt gekommen. Sehr sehenswert. Wenn ihr mal ab und neben dem Camping vorbeigehen und da vorbeigehen. Nachher weiter vorne in dem Tal haben wir noch Kalpetran, da bin ich im Brief auf Amt. Wenn ich schon unterhalb von Amt gibt es einen Weil, der heisst Sterfje, da ist einer. Und wenn ich schon zu Amt war, bin ich dann weiter auf Schalb, das ist die Alpe bei Amt. Da mit der Bahn, das war schon etwas Spezielles. Die hat keine Porte, die Bahn. Die hat einfach Ketten. Ja, der war aber da schon ein älterer Mann drin, der hat Fuchsheder geheißen. Ich sagte, hört, mir ist nicht Angst, die hat schon 50 Jahre gehabt. Ich sagte, ja, der bin ich mit dem Mann am Brief. Ja. Aber am Ab bin ich der Gleisfüß. Nachher, weiter vorne, ist ein Glas, ein Brief ist Junge. Zuunterst von Jungen gibt es so einen Felsvorsprung. Und da ist eine ziemlich grosse, oder? Sehr schön. Und da sieht man gerade oben auf Griechen. Griechen hat jede Menge, aber zuoberst Griechen ist Hanigalp und da hat es sogar 2 Kapellen. Ja. Und eben, da bin ich dann nachher so wie einmal zu der Saase. Ich bin als Viertel Saase, meine Mutter und Enkel vom Saase. Aber jetzt das. Aber nachher unterhalb von Mark ist Zemekro. Und da ist eine Kapelle direkt an der Fischba im Wald. Und da hat der Werner Zurbricko, der Maler, von Saasfee, da Sachen, also von Werken da hinterlegt. Nachher weiter vorne ist Heimischgarten, das ist auch speziell. Und so bin ich im Verlauf von in etwa 3 Jahren habe ich die ca. 70 Kapellen vom Bezirk Fischb gezeichnet. Also Fischb allein? Nein, Bezirk. Bezirk, ja, alleine Bezirk 70. Ja. Aber das ist noch nicht das Engste. Nein, das ist nicht das Engste. Aber ja, da habe ich gesagt, ja, eigentlich könnte man doch ein bisschen weitergehen. Euch hier. Aber die Dinge weiter, da habe ich gedacht, ja, ich mache doch etwas im Oberwallis noch, aber da bin ich etwa bei 3 gegangen und habe die Karte 25'000 mir erstanden. Das sind 15 Stück, mindestens. Und die meisten Kapellen sind in der Karte mit einem Kreis und einem Kreis eingezeichnet. Aber nicht alle. Aber so im Verlauf der Gespräche mit der gleich Interessierten, habe ich gesagt, ja, hast du die schon oder hast du die schon? Und so hat sich das allmählich, das Inventar, einfach komplett gemacht. Eine, die da auch nicht drauf ist die von Domo. Ja, ihr habt richtig gehört, Domo. Aber nicht Domo Dossela. Nein, Domo ist ein Weiler zwischen Betten und Bettmeralb. Und da ist ganz eine kleine Kapelle. Das wäre die. Wollen wir die mal in die Kamera halten? Ja, es gibt ja da noch Bilder von dir, die wir dann im Abspann auch noch mit hineintun. Aber das ist die Kapelle Domo. Domo, in Domo, jawohl. Und da, die ist so klein, da hat nur ein einziger Bankplatz.
Also ein einziger Ein Punkt. einziger Punkt. Und also eine ähnlich kleine ist unten an. Zur Hohen Brücke heisst das ist zwischen Leuch und Bratsch. Aber da ist dann noch zu der kleinen Kapelle ist eben noch eine extrem imposante Brücke. Wenn wir die wieder gerade zeigen, das ist so etwas Tolles. Oh, spektakulär. Ja, zur Hohen Brücke, das ist Ja, das ist wirklich spektakulär. auf 900 Meter über Meer. Ja, Und wenn ich da, das ist ein weiteres Hobby, ich durchfahre, wenn ich da durchfahre, dann muss ich halten. Aber ich bin nicht der Einzige. Ich sehe da viele Welsche, Deutschschweizer und sogar Ausländer. ja, Das ist wirklich, unter anderem, schon wegen der Brücke. ja. Unsere Ahnen, die haben auch etwas von Baukunst verstanden. Die Brücke hat die gemacht, ohne Helikopter und ohne Pumpetten. Ja. Und die hat heute noch. Ja, Im Gegensatz zur neuen Kanterbrücke, die nach 25 Jahren total saniert hat. aber wirklich. Und da denkt man an die Brücke in Dresden neulich, ne? Ja. Im berühmten Dresden. Und hier die Walliser Ja. handgemachten Brücken, die Hebe. Ne? Genau. Ja. Aber jetzt so etwas Spezielles zu der Kapelle allgemein. Aber ich bin ein bisschen verkältet, aber das geht besser. In Gere. Gere ist oberhalb von Oberwald, ein Alpa. Richtig Hungerberg. In Gere hat es sogar 2 Kapellen. Das ist fast nicht zum Glauben. Und in Geimo hat es 2. Und wie ich vorher schon gesagt habe, auf der Hanigalp hat es 2. Was noch ein bisschen speziell ist, dass es Kapellen gibt mit Balken. Balken, das sind Fensterläden auf Hochgüte. Ah, jawohl. Balken. Jawohl, jawohl. Hat es in Gletsch und im Tschafel. Ja, was ist Tschafel? Tschafel ist ein kleiner Weiler im Turmatal. Aber durch mein Hobby habe ich den eben jetzt Oberwallis ein bisschen besser kennen. Und die letzte Kapelle, die ich gezeichnet habe, das war der Tagesausflug. Da bin ich dann mit meiner Freundin, der Maya, am Morgen auf Grenjals gefahren. Da sind wir umgestiegen auf einen Kleinbus, Ja. 8 Personen plus Chauffeur. Und dann sind wir Richtung Süden, einen Brief eben gegen das Furken, auf 2300 Meter. Ja. Die Straße hat übrigens im Zweiten Weltkrieg die Armee gebaut. Die ist gebührenpflichtig und hat extrem steil und eben die Natur. Ich war vor vielen Jahren mal im Töfenbrief, auf halber Strecke, hat die Kupplung angefangen und dann habe ich gedacht, ich kehre um. Jetzt habe ich, dann bin ich dann später, und Gott sei Dank, kann ich das immer so mit dem Ausflug machen. Später, Vormittag sind wir Achen, oben am Furko, und dann haben wir einen Spaziergang, eine Wanderung, einen Brief ins Breithorn, und da haben wir das Mittag gegessen. Und dann sind wir am Abend in einen Furkenkeller, und da war eben die letzte Kapelle. Da habe ich die gerade aufgenommen. So. Und nebenan war eine Alpwirtschaft, da sind wir da eingeladen. So Kühe waren und Milch, und haben dann zuschauen, wie es Käse dient. Sehr interessant. Ein weiteres Highlight in diesem Tag war die Fahrt auf der anderen Seite gegen Heiligkreuz im Bintal. Oh ja. Das war eine holprige Naturstraße und sicher die ersten 15 Kurven ist nie in einem Mal umgekommen. Er hat immer so vor und zurückgefahren. Und das ist das Doppelbrie. Also, wir sind einmal ganze Ach, aber mir ist vorgekommen, besonders, wir waren alle ein bisschen bleicher gewesen, ausser der Chauffeur. Aber er hat es geschafft. Und der fährt es täglich, der Chauffeur? Nein, nicht täglich. Nee? Nein. So vielleicht alle 14 Tage oder so. Das Ja. ist ein Spezialausflug. Ach, spektakulär. Ja, das müssen wir uns so reservieren. Ja. Nachher sind wir das Bintal am auf Erne und zurück auf Grengelsch. Ein wunderbarer Tag, sehr eindrucksvoll. Ja. Und jetzt so. Wir müssen weiter blättern. Und so habe ich eben alle 320 Kapellen im Oberwallis gezeichnet, von Grimsla, bei der Wasserscheide ist eine, Ja. und bis Abzalgest auf dem Hubel, auf dem Hubel ist auch noch eine. Ja. Aber, also nochmal, 320 sind sie auf Plus, Hochdeutsch, minus, ja. 320, und das ist natürlich... Und wie viel Zeit hast du gebraucht? Also 20 Jahre. 20 Jahre.
Ja, aber immer, ehrlich, zwischendrin noch, bin ich ja noch Unternehmer gewesen. Eben, ne? Und ja, immer wieder, Spektakulär. aber nicht stur, oder? Mal, ja, das ist einfach so. Und das sind praktisch die Kapelle jetzt im Oberwallis. Unser Kanton besteht ja aus 2 Teilen. Aber was ist denn mit den Unterwalliser Kapellen? Oh, das habe ich ganz vergessen. Es ist ja, da im Viehwald hat es ja auch noch Lied. Genau. Und da bin ich dort gegangen, aber da bin ich im TÜV unterwegs gewesen, und mit dem Fotoapparat. Ja. Aber auch in jedes Seitenteil, links, rechts, nicht so am Ort zu Füßen. Ja. Ich bin da so auf die 280 hat es da. Ja, die haben jetzt einfach nur auf Foto, aber immerhin. Aber was ist der Unterschied jetzt vom Zeichnen und Fotografieren? Was macht das mit dir, dass du sagst, das Zeichnen hast du schon lieber, oder? Ja, also Zeichnen, wenn du zeichnen, musst du das viel länger beobachten. Wie gesagt, die ganzen Details hier, da. Wenn du ein Foto machst, zack und klickst weg. Das ist ein grosser Unterschied. Wenn du zeichnen tust, musst du jedes Detail aufnehmen. Oder? Es müssen einfach Proportionen und alles muss aber mitstimmen. Ja, übrigens, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn du mit der Kapelle anfängst zu zeichnen, fast immer mit dem Turli, aber im Kreuz. Ja. Und dann da weiter, dann kommt das Dach und so. Das ist das, wenn ich bei jemandem mal so etwas anderes machen will, gebe ich ihm den guten Rat, fährt immer mit dem Kreuz an. Also praktisch die jetzt im Kanton Bern wohnen oder woanders, wenn die das dir nacheifern wollen, fangen mit dem Kreuz an. Das gefällt mir. Ösbären sind schon mit dem Kreuz. Jawohl, oder in Luzern, es gibt auch andere Kantone. Ja, jawohl. Interessant. Und sag mal, hast du da auch, ich stelle mir vor, du zeichnest das so, eine Kapelle, und da kommen Menschen dran vorbei, Wanderer, Spaziergänger, Einheimische, und ist dann so, dass du auch mal dann angesprochen wurdest. Gab es da auch so Anekdoten oder besondere Erlebnisse? Hat es schon gegeben, relativ wenig, aber ich kann mich gerade erinnern, an Zernebrücke habe ich gezeichnet, und das ist ein alter früher, und der hat das so gefallen. Die haben mich gerade eingeladen zum Kaffee. Das hat mir frei gemacht. Schön. Ja, es hat immer wieder so Gespräche, so, bist du da gewesen oder ist du das? Ja, es ist schon, aber nicht gerade so viel, aber einzelne, ja. Ja, also das hat, genau. Und hat das mit dir innerlich etwas gemacht, mit dem Glaube, mit deiner Einstellung? Hat es da etwas verändert, sich so bewusst mit den Kapellen? Also für mich, Kapellen sind für mich Kraftorte. Ja. Und ich habe da die Ruhe und die Stille gefunden. Nicht überall, aber in vielen Orten. Oder? Wenn ich zum Beispiel jetzt denke, oben an Zwischbergen, oberhalb von Zwischbergen, mitten im Wald, eine wunderschöne Kapelle. Da kannst du die Umwelt vergessen, oder? Es sind noch mehr da, aber ich weiß es, ich bin eigentlich immer ein bisschen gläubig, ich bin gläubig gewesen, ich bin sogar Obermessdiener im Jodering gewesen, stell dir vor. Ober, nicht Ober, genau. Ja. Und ich glaube jetzt so im fortgeschrittenen Alter kommt man eher wieder, merkt man noch ein bisschen. Ja. Und halt das Thema, gerade die Beschäftigung mit den Kapellen, ne? Du sagst, du fängst beim Kreuz an und denkst drüber nach, studierst und schon, das macht was mit einem. Das ist ja fast wie, jetzt übertreibe ich, eine Meditation fast. Ja, das kann man schon so sagen. Ne? Es macht schon, es macht einfach frei. Ja. Und besonders, wenn man so am Anfang so ein neues Ding draufkommt. Ja, das ist für andere Briefmarkensammler vielleicht das Basler Tübe oder so etwas. Ja, es ist einfach, das sind Highlights, das stimmt schon. Ein Stichwort Basler Tüble, also für die Briefmarkensammler wie mir, das ist das Highlight in der Sammlung. Gibt es in einer Kapelle, du hast ja für alle geschwärmt, aber gibt es eine Kapelle, wo du sagst, die habe ich jetzt besonders gern, die ist mir besonders durch die Lage, durch den Bau, besonders am Herz gelegen? Also, es hat ein paar, aber eine von der ersten ist Gstein, das ist auf Station Lalo, die ist heute total im Felsen drin. Und da sind wir früher schon viel gegangen mit Gstein. Ja. Und also wenn ich im letzten Tal bin, dann geht man gerade Kühlmatz vorbei, das ist ziemlich gross. Und da gehen schon viel. Ja.
Und da vorher hast du so eine Installation für Kerzen, aber da hat es jeden Tag 30, 40 Kerzen. Da geht es sehr viel. Ja. Was kann ich noch sagen? Ja, einfach, es hat irgendwie viel, oder? Okay. Ja. Ja. So. Du möchtest gar keine groß herausheben, Nein. weil es so viel Schöne gibt. Ja, das ist wahr. Und was du auf jeden Fall uns animierst, nämlich sich auf den Weg zu den Kapellen zu machen. Ne, wenn man sagt so, wir sehen ja dann noch jetzt am Ende nochmal weitere Bilder von Kapellen, die du gezeichnet hast. Es macht Lust, persönlich hinzugehen, persönlich diese Erfahrung zu machen, in der Landschaft innezuhalten, als Kraftort zu erfahren. Das macht wirklich Appetit darauf. Jetzt habe ich gerade noch etwas vergessen gesehen. Das ist kein Problem. Haben wir das noch? Aber unbedingt. Also ich bin das weiteres Hobby ist für mich Lesen. Ja. Früher bin ich Mitglied bei der Bibliothek Brig und in Thun. Ja. Brig ist so ein schönes Ding, auf 2 Stück, ungefähr 70'000 Bücher. Ja. Sehr schön, ja, wirklich. Aber jetzt gehe ich meistens noch so oben an Fisch beim Spital in die Telefon. Dann nehme ich da 2, 3 Bücher mit. Und letztes habe ich meinen lieben Kollegen, der Tillmann, hier bei mir gehabt, über das zu reden, das Projekt. Und der sagt, oh, das Buch habe ich auch und das habe ich auch. Und wir gesagt, ja, die habe ich in der oben an der Zelle gefunden. Der sagt, ja, dann war es mein Buch. Und wir gesagt, ja, das stimmt. Haben wir gleich Interesse, das ist doch schön. Ja. Jetzt habe ich noch das letzte Ding. Gerne, ne? Ich hänge noch gerade zum Abschluss ein Zitat vom Zen-Meister, vom Suzuki. Der sagt, ich bin ein Lebenskünstler und mein Kunstwerk ist mein Leben. Dem tue ich mich anschließen und sage ciao zusammen. Vaya con Dios. Merci vielmals, Christian. Vielen Dank. Weiterhin dir so viel Kreativität beim Zeichnen, beim Bücher lesen und umgestalten und beim Töpfern. Danke. Merci vielmals dir. Danke. Danke. Schön.